So, hallo! Heute grüße ich euch aus Besigheim, aus der Buchhandlung Beurer. In den vergangenen Jahren hatten wir ja schon immer eine sehr schöne Kooperation zum Tag des Buches. Und dieses Jahr ist ja ein bisschen blöd, man weiß nicht recht, kann man nicht, mit Gästen oder nicht. Ich habe mich für diese virtuelle Version entschieden und möchte euch was vorlesen, was auch gut in diese Zeit passt, nämlich eine Geschichte über das Städtlein Wart ein Weil. Es ist eingebettet in die Geschichte Die Kinder aus dem Rösli-Haus von Sophie Reuschle. Der Name, der klingelt, wenn man Besigheim kennt. Ne? Das Vorwort ist: Zwischen Enns und Neckar, umhütet von Reben und Weinbergen, liegt das schwäbische Städtchen Wart ein Weil. Niemand kennt seinen Namen, aber wer den Neckar hinaufgefahren ist und ein feines Gedächtnis fürs Schöne hat, der kann gar leicht sein Bild in einem anderen Namen wiederfinden. Neckar, Württemberg, du Land der Weinberge und der Lieder, der Treue und der warmen Herzen. Dir dieses Buch in innigem Gedenken, Heimat, mein Schwabenland. Wenn es euch jetzt schon zu schnulzig ist, dann kann ich euch verraten, das Buch ist schon vor über 100 Jahren geschrieben worden. Und in diese Geschichte ist eine schöne Sage eingebettet und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Die Sage von Wart ein Weil, oder ich sage es jetzt endlich mal, Warderweile. Vor vielen Jahrhunderten lebte ein junger Schneidergeselle. Als einzige Güter besaß er 2 flinke Hände und einen fröhlichen Mut. Allein von diesen beiden Dingen kann ein gesunder Mensch nicht leben, vornehmlich, wenn er einen nicht findet, der diesen Händen Arbeit gibt und klingende Münze. Das Schneiderlein suchte, aber fand keinen, der diese Bedingung erfüllt hätte, und machte sich eines Tages auf, in die Welt zu wandern. Es war aber überall dasselbe. Es war schon jemand vor ihm da, der den Leuten die Röcke nähte. Dazu knurrte sein Magen und der Gurt ging nicht mehr enger zu schnallen. Das war verdrießlich. Er setzte sich auf einen Wegstein und sagte, die Hände über die leere Stelle legend: Hol mich der Teufel, das ist eine elende Sache. Sieh, meckerte es neben ihm, das kannst du haben. Ich weiß, woran es dir fehlt. Du hast nichts zu beißen und zu brechen und suchst vergeblich nach Arbeit. Wenn du mir deine Seele verschreibst, will ich dir helfen. Wart ein Weil, sagte das Schneiderlein und bedachte sich einen Augenblick, denn es war klug und merkte gleich, dass es leibhaftig der Teufel war, der vor ihm stand. Da es aber nichts zu verlieren hatte, sprach es: So soll's sein, wenn du mir ein schönes Weib, ein helles Haus und gute Arbeit gibst, sollst du nach meinem Tode meine Seele haben. Du bist nicht eben bescheiden, sagte der Teufel und kratzte sich hinter den Ohren. Aber meinetwegen, du gefällst mir. Den letzten Satz aber ändern wir dahin, dass ich dich holen kann, wann ich will. Auch recht, meinte das Schneiderlein, denn es war schnell von Gedanken und wusste schon jetzt, wie es den Teufel überlisten würde. Dann schlossen sie den Handel. Der Schneider musste sich mit seiner Nadel ritzen, die Feder in das Blut tauchen und den Pakt unterschreiben. So, sagte der Teufel, nun geh bis zum nächsten Dorfe, da wirst du alles finden. Das Schneiderlein machte sich auf den Weg und lief den Neckar hinunter bis zu der Stelle, wo Enns und Neckar ineinander fließen. Da lagen ein paar saubere Häuser, die unserem Schneider wohlgefielen. Er schaute sich um und sah vom ersten ein Mädchen stehen, weiß und rot, rund und weich. Das dünkte ihm noch besser als die Häuser und er dachte, der Teufel ist ein braver Mann. Er hält, was er verspricht, und das ist selten heutzutage. Als er aber sah, wie das Mädchen reißaus nahm bei seinem Anblick, klatschte er lustig in die Hände. Hoi Mädle, wohin so eilig? Warte weil, ich will eins mit dir plauschen. Und nun war er ein schmucker Geselle, der einem Mädle wohl gefallen konnte. Es blieb stehen und bald schwatzten die beiden miteinander, als kennten sie sich 4 Jahre. Am Ende gaben sie sich einen Kuss und versprachen, so bald wie möglich die Hochzeit zu richten. Wovon?
Das war dem Schneider gleich. Da mochte nur der Teufel sorgen. Er hatte aber Glück gehabt, denn das Mädle war das Reichste im Dorfe und hatte keine Eltern mehr. Da freute er sich, da er es so getroffen hatte, und da im Orte auch kein Schneider wohnte, ging er zum Pfarrer und bestellte das Aufgebot. Hier wollte er bleiben. Dann lief er zurück zu dem Mädle und besprach die Sache mit ihm, und da es mit allem einverstanden war, ließen sie sich trauen und zogen zusammen ins Brückenhäusle. Bald gab es Arbeit in Hülle und Fülle. Die Taler im Kasten mehrten sich, und sein Weib gebar ihm ein Kindle nach dem anderen, bis er 2 herzige Mädle und einen Buben hatte und nicht mehr wusste, was er sich wünschen solle. Wie nun im größten Glück stets ein Dämpfer kommt, erschien eines Abends der Teufel und hielt ihm den Zettel mit seiner Unterschrift vor die Nase. Da lachte das Schneiderlein aus vollem Halse. Hanno, warum nicht gar? Warte weil, und schlug ein Kreuz vor des Teufels Augen. Da machte der, dass er fortkam und verschwand durch die Türe. Nun lebte der Schneider eine Zeit lang in Ruhe, aber alle 5 Jahre erschien Beelzebub und hielt ihm den Zettel vor, in der Hoffnung, der Schneider möchte sein Sprüchlein einmal vergessen. Der aber lachte einmal wie immer, warte weil, und schlug ein Kreuz. Da sah der Teufel ein, dass er betrogen war. Es kam aber des Schneiders Sterbestündlein. Er rief seine Kinder ans Lager und erzählte ihnen die Geschichte vom Teufel, dem er sich verschrieben hatte. Und sieh, wie er noch dabei war, öffnete sich die Türe und der Genannte trat herein. Er wollte es zum letzten Male versuchen, denn das Schneiderlein war viel zu schwach, als dass er hätte die Hände heben können und ein Kreuz schlagen. Da ward dem lustigen Bruder bange. Die Kinder aber hatten den flinken Geist des Vaters geerbt und schlugen alsogleich 3 Kreuze und schrien, warte weil, warte weil, warte weil. Dabei nahm das Jüngste das Heilandsbild von der Wand und legte es auf des Vaters Brust. Der Teufel fluchte, dass es eine Art hatte und den Kindern Angst und Bange wurde und fuhr mit solchem Gebrüll zur Esse hinaus, dass der halbe Schornstein zerbröckelte und seine Steine in den Neckar rollten. Das Schneiderlein aber lachte noch einmal, dass ihm die Tränen über die Wangen liefen, drehte sich nach der Wand und tat in aller Gottseligkeit seinen letzten Schnaufer. Die Kinder gedachten des toten Vaters und hielten sein Gedächtnis in Ehren, und als sein Sohn später schultheiß wurde, gab er der Stadt den Namen Wardeinweil, zur Erinnerung, dass ein fröhlicher Mut und ein flinker Geist den Teufel besiegen. Ihr seht, ein guter Lesestoff ist auch in schweren Zeiten immer was wert. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.